7. Kapitel. Der schlechte König. Der König selber hat sich wieder an Besuch von Berto noch an sonst irgendetwas erinnern, was dann hier vorgefallen ist. Ihm scheint es, als hätte er während dieser Zeit lediglich tief und fest geschlafen, und als er erwacht ist, hat er das Gefühl gehabt, im Traum sehr viel geredet zu haben. Irgendwie hat sich der König hohl und leer gefühlt. Das kann auch an der Magie von Berto liegen. Weil mit dem Verabreichen vom Trank hat etwas angefangen, das jetzt böse Folgen haben wird. Für den König und natürlich auch für jemand anderes. So ist sich der Berto also seit ein paar Tagen schon intensiv am Vorbereiten. Er verlässt die Höhle kaum noch und ist von einem eifrigen Feuer erfüllt, das macht, dass Berto von jetzt an während seinem gesamten Leben all seine Aufgaben mit Talent und mit Fleiss erfüllen. Die Wille steht also fest, wird er an diesem Morgen von der Berta gefragt. Er ist gerade dabei, der mit frischem Flusswasser gefüllte Kübel neben Kochecken zu stellen und steht dann wieder zum grossen und dampfenden Hexenkessel, um ein paar Kräuter reinzugeben, die er heute Morgen frisch im Wald gepflückt hat. Das tut er, Mutter. Ich werde machen, was muss gemacht werden. Die Berta, die Berto die ganz wichtige Frage heute Morgen mit auf den Weg gegeben hat, zeigt sich sichtlich stolz und auch zufrieden über die Wahl von ihrem Sohn. Sie tut anerkennend nicken und schaut dem Berto dabei fest in die Augen und fährt dann mit ihrem Lied weiter, was sie bereits schon den ganzen Morgen am Singen ist. Der Berto weiss, dass die Worte, die seine Mutter hier immer und immer wieder singen tut, eine ganz mächtige Wirkung haben. Und das merkt der Berto auch gerade. Er sieht, wie die Dämpfe, die vom grossen Hexenkessel aufsteigen, wo er unterdran gerade frisches Holz als Nahrung für das brassende Feuer hineingegeben hat, jetzt synchron zu den verschiedenen Strophen, die seine Mutter hier singt, jeweils die Farbe wechselt. Von Gelb zu Rot, von Rot zu Blau, von Blau zu Schwarz und von Grau zu Weiß, bis dann wieder Gelb die vorherrschende Farbe ist. Es ist wunderschön anzuschauen und der Berto lässt sich vom Sprechgesang von seiner Mutter davontragen. Es ist mittlerweile ein weiterer Tag vergangen und der Berto hat seit gestern am Nachmittag, als er sich für 3-4 Stunden angelegt hat, nicht mehr geschlafen und anschliessend in der Nacht zusammen mit der Berta den Trank und auch das Ritual vorbereitet. Und nachdem der Berta ausreichend vorbereitet ist und auch der Trank gebraut worden ist, der unter anderem aus Teilen vom Fleugenpilz und aus anderen geheimnisvollen Kräutern besteht, nimmt er sich einen kräftigen Schluck von diesem Gebräu. Der Berto spürt die Wirkung sofort in sich aufflammen. Seine Sinne werden dabei bis aufs Äusserste geschärft und auch seine Wahrnehmung scheint sich um ein paar weitere Winkel zu vergrößern. Er sieht mehr als mit bloß seinen Augen. Er hört mehr als mit lediglich seinen Ohren. Ganz einfach gesagt, befindet sich der Berta auf einer wunderbaren inneren Reise, wo ihn dann schliesslich, nachdem die Berta ihrem Sohn gutes Gelingen gewünscht und einen Schmatz auf seine Stirn gedrückt hat, wieder zum König bringt. Berto ist es vorgekommen, als sei er dabei durch den Wald und anschliessend zum Schloss und direkt in die Audienzsaal vom König geschwebt. Dank der Vorbereitungen von Berto und der Berta ist auch diejenige dabei, die der Berto vor so langer Zeit das blaue Tuch aus dem Schlafzimmer gestibitzt hat. Mit anderen Worten, die sich während Berto seine ersten 7 Jahre hier auf der Erde als seine Mutter ausgegeben hat. So hocken die 3 jetzt zusammen am Tisch im kühlen Saal vom Schloss, wo also für solche Zwecke gebaut worden ist, zum Palavern, könnte man sagen. Die Frau, die der Berto in Gedanken lediglich die Aussätzige nennt, er ist darum der Ansicht, dass sie das Schimpfwort wirklich verdient hat und noch einiges mehr. Oh ja,
weiss nichts davon, dass der jetzt 14-jährige junge Mann, bald schon ist er 15, unser lieber Giel, der gleiche ist, der sie vor 7 Jahren so böse im Stich gelassen hat, indem er einfach von daheim ausgerissen ist. Sie hockt am König auf dem Schoss. Der Berto hat die Flasche, die er mit dem Trank gefüllt hat, auf den Tisch gestellt. Dann hat er seine Hänge mit der Hangfläche gegen oben auch auf den Tisch gelegt. Und noch bevor die beiden etwas Richtiges sagen können, sie sind doch zu fest mit sich beschäftigt und die kindisch miteinander rumblödeln, fängt der Berto mit dem Ritual an, indem er langsam seine Hänge lüpft und dabei ununterbrochen einen Vers wiederholt, den die Berta ihm schon sehr früh beigebracht hat. Und heute weiss er jetzt auch den Grund dafür. Zuletzt spricht er lediglich ein Wort, aber es reicht, dass die Aussätzige die Flasche vom Tisch nimmt und sich sofort daran macht, sie bis zur Hälfte zu leeren. Dann gibt sie die Flasche an König weiter und der spielt den Rest mit ein paar grossen Schlücken ab. Das Wort, das der Berto gesprochen hat, war ein einfacher Befehl und äusserst wirksam. Das Wort hat «Trinket» gelautet. Und nachdem die Flasche geleert ist, gorbsen die beiden so unvermittelt und laut, dass der Berto einen Lachkrampf bekommt und dabei fast von seinem Stuhl fällt. Das Gesicht, das der König und die Aussätzige dabei gemacht haben, war einfach zu köstlich. Der Trank zeigt dann auch umgehend seine Wirkung bei diesen beiden, wie voran schon beim Berto in der Höhle. Und jetzt ist die Zeit da für die Magie vom Berto. Der grosse Unterschied ist nämlich der, dass der Berto genauestens mit der Wirkung vom Trank umzugehen weiss. Die Aussätzige, die also doch nicht am Berto seine richtige Mutter ist, und der König aber, der ihren grössten Rausch bis jetzt lediglich im verantwortungslosen Trinken von Alkohol hatte, sind inzwischen starr. Und zwar so starr, wie 2 Statuen aus Stein. So hocken die beiden, die Aussätzige, nach wie vor auf dem Schoss vom König, zusammen auf dem Stuhl und schauen so dumm aus der Wäsche, dass der Berto gerade noch mal richtig närrisch muss anfangen lachen, bevor er dann weiterfahren kann. Das gehört ja schliesslich alles mit zum Ritual. Was der Berto dann anschliessend gemacht hat, bleibt nun mal ein Geheimnis unter den Eingeweihten. Ich kann euch dazu aber Folgendes sagen. Die Wachleute haben, nachdem der Berto sich wieder genauso aus dem Staub gemacht hat, wie er gekommen ist, nämlich voll und ganz unbemerkt, keinen König mehr gefunden, im ganzen Schloss. Wo und wie lange auch immer gesucht worden ist, der König ist scheinbar einfach nicht mehr da gewesen. Und was natürlich die Gerüchte umso mehr angestachelt hat, ist die Tatsache, dass im Audienzsaal vom König ein dicker, hässlicher und schleimiger Krott auf dem Königssitz gefunden worden ist. Ein Krott, der so ein grosses Bibeli auf seinem Viertel hatte, dass es wie ein zweiter Kopf dran ist runtergehangen. Und das hat dem Krott wiederum unmöglich gemacht, sich auch nur ein bisschen zu bewegen. Das Bibeli war einfach zu schwer und zu gross, als dass sich der grusige Krott samt seinem Eiterbeutel bewegen konnte. Auch die Aussätzige, sprich als Berto seine erste Mutter, ist nicht mehr vorgekommen. Stattdessen war sie jetzt eine Ratte, die im Maul vom Krott war, während der Krott genüsslich drauf rumgecatcht hat. Die Wachleute haben den Rattenschwanz gerade noch gesehen, ähnlich einer Nudel, zwischen den catschenden und schmatzenden Lippen vom Krott verschwinden. Aus lauter Abscheu ist der Krott umgehend mit einer Zange in einen Korb befördert worden. Es hat sich niemand getraut, den Krott auch nur anzulängen. Und dann ist der Korb samt Inhalt zu einem speziell für den Anlass angezündeten Feuer im Schlosshof gebracht worden. Und dann ist der Korb samt Inhalt vor einer riesigen Menschenmenge dort verbrannt worden. Gerüchte verbreitet sich nun manchmal so schnell wie ein Lauffeuer, wie wir alle die wissen.
Weil die Sonne schon untergegangen und es schon am Eindunkeln war, hat sich der völlig überraschte Zuschauer ein besonderes Erlebnis geboten. Der Krott ist nämlich mit samtem Korb in einem wahren, prasselnden und wirbelnden Funkenregen explodiert und hat also den gesamten Schlosshof und mit ihm all die Gesichter der Zuschauer in allen bekannten und unbekannten Regenbogenfarben ganz hell leuchten. Es war ein besonderes, wunderhübsches Feuerwerk, das die Zuschauer hier erblicken konnten. Und mit einem grossen Knall, der dabei nochmal alles taghell erleuchtet, ist diese Hexerei dann wieder vorbei gewesen. Der Berto und Berta haben die ganze Szenerie unterdessen aus sicherer Entfernung betrachtet. Sie sind am Waldrand gestanden und wo sie am Schluss das erleichterte «Oh» von den Menschen aus dem Schlosshof gehört haben, haben sich die beiden mit ihnen gefreut. Und die beiden haben sich noch mehr gefreut, wo dann daraufhin ein wildes Fest auf dem Schloss seinen Anfang genommen hat, wo jeder dazu eingeladen war. Sie beide aber sind zurück in ihre Höhle gegangen. Die Bevölkerung war also vom Schlimmkönig befreit. Da war man sich absolut sicher und das war für das Volk, für die Wachleute und auch für die Königin mehr als genug Grund bis in die frühen Morgenstunde vom nächsten Tag hineinzufeiern. Die Königin hat übrigens genauestens Bescheid gewusst über die Liebeleien vom König. Aber dazu hat sie nie zum Move machen. So schreibt es nun mal das Gesetz vor. Der Berto und Berta sind aber, nachdem sie ihr Daheim wieder erreicht haben und sie sich in ihre warmen und kostlichen Fellbett gekostet haben, in einen ganz langen und wunderbar erholsamen Schlaf gefallen. Beide sind dann mit einem zufriedenen Lächeln auf den Gesichtern eingeschlafen.